Drück mir nicht auf den. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, der Meister Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Das geht gar nicht. Besser, oder? Viel besser. Ah, angenehmer. Das ist um Distanz für die, die es noch nicht wissen. Es werden keine Drogen konsumiert in diesem Stream. Das ist alles in jedem Kiosk erhältlich. Wir distanzieren uns von allen Drogen. Ja. So, Ladies and Ladies. Rap Witness Day. Merci, seid ihr alle da. Ja, am besten stellst du dich mal selber vor. Dass die Leute so ein bisschen wissen, wer du bist. Ja, was geht bei euch, man? Mein Name ist Mac Daddy, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Rapper aus Bern, von Taylor Crew, falls ihr das noch kennt. Und für die Jüngeren, könnt ihr es nachschauen. Taylor TV. So, die erste Frage ist so, warum Mac Daddy? Hat das einen bestimmten Grund oder irgendeine Story? Ja, in dieser Zeit, wo ich mir einen Namen ausgesucht habe, ich weiß nicht, ja, irgendetwas Provokatives, weil einfach wo jeder noch denkt, so, weißt du, in Schweizer Rap hast du meistens nicht solche Namen und so. Und in dieser Zeit ist so, wenn irgendjemand gehört, so Mac Daddy, der ist sicher als erstes zu, was Mädchen werden ist. Und wer nennt sich so, weißt du? Das ist ein bisschen auffallend. So. Ich weiss, was du willst. Yes. Und seit wann hast du angefangen mit Musik machen? So? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe schon als Kind ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen Keyboard gespielt, tanzen, gesungen und so, aber richtig von Rappen mit Aufnahmen und so, ich glaube so 2008, 2009. Let's go. Aber mein Mann hat sehr viele Videoclips. Vor 5 Monaten ist der rausgekommen. Let's go. Wir schauen mal rein. Ich bin immer noch Boss. Du bist nicht mehr in der Haus. Jeder Teil bleibt Boss. Hackmeid, ich mach ein Album nach ein bisschen Pause. Yes, sir. Das war der erste Clip. Baus, vor 5 Monaten rausgekommen. Sehr gut. Hast du etwas dazu zu sagen? Zu diesem Clip irgendwie? Wer hat nicht gemacht? So. Warner Notja hat er gemacht. Also der ist Big Man in diesem Business. Der macht auch sonst für andere Rapper noch. Also ganz schweizweit macht er Clips. Hure Straub immer. Das bis jetzt mal hure zufrieden gewesen. Und er überrascht eigentlich jedes Mal. Also er hat immer irgendwie etwas, was nicht erwartet ist, was hure geil ist. Er hat Visuals hat er hure im Griff und so. Yes. Ist nice, wirklich. Er ist Top Man, Top Man. Wie viele Videoclips hast du jetzt draussen insgesamt? Hast du mal erzählt? Puh. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe schon mit Clips mit der alten Crew ins Quartier gemacht. Und dann eben Taylor meine Crew. Und dann habe ich selber gemacht. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, nein, sicher mehr als 20. Und Albums? Wie viele Albums hast du? Album habe ich nur eins. Das habe ich im Dezember rausgebracht. Daddy. Mhm. Das ist mein einziges Album. Und sonst habe ich einfach zwei. Wie sagen wir dem? Nicht, es ist ein Mixtape. Es sind eigentlich eigene Beats von dem her. Also es ist wie ein Gratis-Album 2. Und dann habe ich noch so das Grime-Time-Tape und mit meinem DJ B-Poet von Taylor. Das ist unser Taylor-DJ. Der hat dann auch noch Beats gemacht. Und ja, das waren eigentlich so 4 Projekte, kann man sagen. 4 Solo-Projekte. Yes, sir. Wir gehen schon zum nächsten Videoclip. Der nächste Videoclip heisst Vibes. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Zu Vibes? Beat? Beat habe ich selber gemacht. In dieser Zeit habe ich einfach so das Gefühl. Also ich schreibe eigentlich immer meistens Lieder im Moment, so wie ich mich gerade fühle. Ob es schlecht oder gut oder hässlich. Ist gerade. Aber der ist drauf auf jeden Fall. Vibes mit seinen Steinen. Daddy erkennt die Signs. Sensibel mit Feelings, komm ich sexual healing, meine Visions alles so klar. Bin im Ume mit dir, wenn nur verbunden, mit Krieger beide Frieden auf jeden Fall. Vibes. Ja, sie flüchten, Daddy sind nicht so. Everything alright. Keine Frage mehr, warum, wieso. Fühlst du meine Vibes? Ja, sie flüchten, Daddy sind nicht so. Sehr geil. Hammer. Thanks, Bro. Beats. Von wo sind die Beats so? Du machst sicher selber Beats. Dann haben wir sicher noch den Misha. Mishan Beats. Und wer sonst noch? Und ja, im Moment eigentlich niemand anders. Nice. Clips. Wer macht so Clips selber? Machst du selber Clips? Oder? Ich habe einen gemacht. Das ist Major Moves. Da habe ich aber mit dem Vitali Victor Yellow. Der ist früher Musik gemacht und so Ghetto Pop, aber das Quartierzeit und so, kennst du sicher auch.
Da hat mir dann gezeigt, ich habe mit einem Kollegen etwas aufgenommen, haben gefilmt und ich wollte es selber schneiden. Und dann habe ich ein paar Tipps geholt und dann hat er mir gezeigt, wie ich ein bisschen schauen, dass ich es richtig mache. Noch ein bisschen Tricks gezeigt und so. Und dann habe ich mit ihm so wie 50-50 zusammen geschnitten und dann hat er mir noch ein bisschen Effekte gezeigt. Und das war der erste Clip, den ich rausgebracht habe und selber. Mhm. Verkaufst du schon Beats oder verkaufst du irgendwelche Videoclips an Dienstleistungen, sag ich jetzt mal, oder irgendetwas? Das ist sicher das Ziel. Ich bin zwar noch nicht so weit. Beats verkauft habe ich bis jetzt nicht. Also ich habe eher so ein bisschen verschenkt an Homies oder Leute, die ich gut kenne. Mit wem hast du schon alles Feeds gemacht? Mit die ersten Leute schon. Also die ersten Leute nicht, die man kennt, aber wir haben schon ein paar Features gehabt. Wieder zurück, nimm mir satt, komm mal wieder frisch, mach einen gescheiten Platz. Bevor der Daddy platzt, ja der Daddy schafft, was ich schießen kann. Und was ich schießen kann, das hat der Schiedsrichter mittlerweile plant. Yes, sexy, sexy. Der Man hat Hunger, man. 4 Videoclips. Allein 1 Jahr zurück. He? Wer von euch macht das, man? 4 Videoclips in einem Jahr, das ist so. Ja, 3 Monate Clip. Was macht dich so hungrig, man? Was soll ich sagen? Ich liebe einfach Musik. Ich liebe Musik machen, ich liebe Videos machen, aufnehmen, mixen. Also der ganze Prozess, weißt du, wenn so wie. Mhm. Ich bin noch nie einer der gewesen, der nochmal geht ins Studio, rappen mit 16 und dann verpissen. Weißt du, ich will immer alles wissen, wie geht das, wie filmst du das, warum so Farben, wieso das. Das interessiert mich einfach. Und ja, vor allem, wenn es natürlich, was mir hure wichtig ist, wenn es real ist, echt, oder? Mhm. Das ist bei mir halt, steht oberste Stelle. Real recognize real. Und darum kann ich dort mit dem viel rauslassen. Okay, gut. Taylor Gang. Erzähl mal ein bisschen für die Leute, die Taylor Gang noch nicht kennen, so wie, wo, was, warum, denn. Taylor Gang, also Taylor Gang ist die ganze Familie, würde ich sagen. Also weißt, so ein bisschen mehr die Leute, die Straße, unsere Homies, Familie und so, was dazu gehört. Taylor ist eigentlich mehr das, was ja. Musik ist. Also, Sehr stabil, Beats stabil, Videoclips stabil, Raps stabil, muss ich sagen. Das schafft nicht jeder. Merci, merci, mir geht sich Mühe. An dieser Stelle lasst ein Abo da bei Taylor TV. So, wer hat dich inspiriert in Rap-Szene? Egal, welches Land, welches Jahr. Also von Kindheit meinst du jetzt? Ja, so total. Total auch ein Rapper. Also ich war früher ein Snoop Dogg-Fan. Also das ist das, was mir... Mein Grossbruder ist dann gekommen, was ich abhöre, 7, 8 oder so, ich weiss noch. Und das ist so die Bravo-Hits-Zeit, Dances, weißt du, und so, das hat so mega Hits jetzt so gehabt. Ja. Irgendwann ist mein Bruder gesagt, was ist die ganze Zeit so, was ist das für Scheiß? So, ja, lass mal das ist besser. Und dann hat es in meinem Kopf irgendetwas gemacht, wo ich Snoop Dogg, hast du das Lied gehört, die Tür gedreht. Und dann seitdem habe ich Hip-Hop for Life, schon dann ist schon durch gewesen. Ja. Meinung zu amerikanischen Rap heute, wie er heute ist? Schwierig zu sagen, es gibt so viel, weißt du, ich meine. Es gibt für jeden irgendetwas. Ich höre viele Sachen, aber es gibt für Bullshit, weißt du, aber jetzt nicht amerikanisch allein. Ich würde sagen, das kannst du gar nicht mehr so weißt, zentrieren. Yes, sir. Das ist weltweit, weißt du, jeder und alles macht Hip-Hop, wenn er will. Oder eben Hip-Hop, es ist ja gar nicht mehr Hip-Hop allein, weißt du, es ist gemischt mit dieser Musik, überall hat es Elemente vom anderen drin. Das ist nice, aber es gibt aber auch viel Scheiße. So. Yes, sir. Ja, schau jetzt, wir kommen schneller vorwärts als denkt. Dann seid ihr Führerblätter. Die Hälfte bestanden, nein, 1/3 bestanden. Jetzt nur noch das hier. Was? Nebenbei noch ein bisschen Schlichtwerbung. Wer nicht kennt, der kennt es nicht. Hier Taylor Kleber. Meinung zu deutscher Rap, wie er heute ist? Also ja, soundmäßig, es ist geil, es ist sich entwickelt. Also die Qualität vom Sound und so, alles ist nice, es ist alles wieder geil und so. Aber ja, aber dann kommen wir wieder zurück auf die Realness, was für Leute natürlich heutzutage so scheißegal ist und so, aber für mich ist das halt einfach eine andere Zeit von Hip-Hop, wo Realness einfach sehr wichtig ist und das, was du sagst, eigentlich muss stimmen. Jeder übertreibt ein bisschen, ist logisch und so, jeder tut sich ein bisschen besser darstellen und ein bisschen cooler und was auch immer. Let's go! Der letzte Videoclip, den wir anschauen heute, Ladies and Jadies.
Was für ein Ritt ist das gewesen, oder nicht? Was für krasse Clips. Oh mein Gott, Mann. Krank. Also das muss man mal einen probieren zu toppen hier. Wird ein bisschen schwierig, aber mal schauen. Thanks, merci. Merci für die Props. Man sagt ja Qualität über Quantität, aber wenn du beides sagst, man, why now, right? Erste Frage, Tupac oder Biggie? Tupac. US-Rap oder DE-Rap? US-Rap. Old School oder Trap? Rap. Trap oder Drill? Trap. Weed oder Aug? Weed. Kalt oder warm? Warm natürlich. Frage ist Gold oder Silber? Silber, Bruder. Wodka oder Whisky? Weder noch. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich ja. Geld verdienen. Money. Money. Das ist in der Schweiz, oder? Fußball oder Basketball? Basketball. PS oder Xbox? PS. YouTube oder Netflix? YouTube, safe. Serie oder Filme? Filme. Arsch oder Titten? Arsch. Fest. Kaffee oder Tee? Hey, ich hasse Kaffee. Cardi B oder Nicki Minaj? Weder noch. Come on, bruh. Bruder, jetzt die zwei habe ich gar nicht gerne. Es gibt die schlimmsten zwei ausgewählt. Was haben wir noch? Blond oder schwarzhaarig? Blond. Du musst dir das Wort auf die Stirn tätowieren und das Wort wer? No face tattoos, Bro. Der ganze Satz oder? Nein, ich mache keine face. Okay, ich soll sagen. No face tattoo, Bro. Ja, nochmal hier auf der Seite. So. Ja, Mann. Aber jetzt Gesicht rein. Auf die Stirn, geht's noch? Afrika oder Südamerika? Afrika, Südafrika. Wasser oder Feuer? Ja, Wasser. Nike oder Adidas? Nike. Wenn du Superkräfte könntest haben, was hättest du am liebsten? Beamen. Beamen, nicht fliegen, oder? Nein, Unsichtbar. ich will nicht fliegen. Fliegen kannst du nur auf dem Planet bleiben. Wenn du kannst beamen, kann ich mich auf einen anderen Planeten, in eine andere Galaxie beamen. Deine letzten Wörter werden sein. True. 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 Ja, noch eine letzte Frage. Was würdest du den jungen Schnuffer da draußen noch auf den Weg mitgeben? So, die persönliche Typ. Message. Lass von niemandem etwas reinreden. Mach dein Ding. Denk selber, lass dich nicht zu manipulieren von den ganzen Robotern da draussen, die alle hingewaschen sind. Und ja, verfolg dein Ziel, egal was es ist. Kämpf daran, auch von deinen Kollegen, wenn sie denken, du schaffst es nie, lass sie. Solche Leute musst du aussortieren. Ja? Leute, die dir Steine oder nur psychologische Steine weglegen, geht weg. So Leute halten dich nur auf. Und ja, schau auf dein Umfeld. Mit den Leuten, die du hängst, so wirst du. Yes, let's go. Applaus. Sehr gut, nice bist du da gewesen, geile Sache. Es ist ziemlich schnell vorwärts gekommen, 9 Uhr fertig. Ich dachte, aber echt nicht länger, aber es war stabil gewesen. Jungs, merci vielmals, dass ihr da gewesen. Wir machen Feierabend für heute. Peace. Und wir sehen uns spätestens am Freitag wieder. Let's go. Keep it real. Peace. Drück mir nicht auf den. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du möchtest Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment.